Servus, heute gibt's wieder eine neue Folge Viva la Movilusion, das seelische Balsam für eure Ohren, denn unsere Stimmen sind beruhigender als Waldklänge und Meeresrauschen. Heute gibt's wieder mal einen Gast. Wir haben am Start den zweimal an La Petite Mort gestorbenen, Uwe Bolls Sieg fortführenden, immer mit einem Funnyface auftretenden, Möpse liebhabenden, doch nur wenn sie kläffen, in Nürnberg geborenen, aber nach L.A. ausgewanderten und in einer neuen Haarpracht erstrahlenden Horrorregisseur Marcel Walz. Hi Marcel. Das war, also das, muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen, so eine Anmoderation habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Danke dafür. Ja, gerne. Ich hoffe, dass die Infos einigermaßen richtig waren. Ja, das hat alles, das hat super gut gepasst. Das war ganz schön cool jetzt. Gut, dass wir ohne Kamera machen, weil ich wirke ganz rot. Hallo alle zusammen, ich bin Marcel Walz und wie sich das aus der Anmoderation schon rausgehört hat, Filmemacher. Ein Regisseur. Bin jetzt seit 2 Jahren hier in den USA und habe meine letzten Filme waren jetzt Blind und wir haben jetzt vor kurzem erst das Sequel dazu abgeschlossen, die Dreharbeiten und versuche hier ein bisschen Fuß zu fassen und bin im Horrorgenre tätig, für diejenigen, die es nicht wissen. Sehr schön. Mit am Start ist heute noch der Corby. Der Mike hat leider keine Zeit finden können heute. Hi Corby. Hi, ja. Also wenn ich ein Kind hätte und heute zum St. Martinszug raus müsste, dann wäre ich wahrscheinlich mit dem Mike dabei, trotz Corona durch die Häuser zu ziehen. Es ist momentan echt strange. Also Furki darf man nicht, aber dafür mit der Laterne rumwandern, das schon. Ja, da geht es ja schließlich um irgendwas, das mit Glauben zu tun hat und das dürfen wir doch alle. Ja. Wir haben uns heute zusammengefunden mit dem Marcel, weil wir wieder mal wie immer über einen Film reden und es ist geworden der Maniac und zwar das Original von 1980 von William Lustig. Marcel, du hast gesagt, du hast es auch nochmal geschafft, dass du den vorher nochmal reinziehst. Magst du uns kurz eine kleine Zusammenfassung geben, um was geht's bei diesem wilden Slasher? Also es war tatsächlich so, dass ich den Film vor 100 Jahren das letzte Mal gesehen habe, weil ich bin jetzt nicht der super große Maniac-Fan. Ich finde absolut, was der Film gemacht hat und was er erreicht hat und was er geschaffen hat, so sehr, sehr lobenswert und alles ganz toll. Es zählt jetzt nicht unter meinen Favorite-Movies, aber es geht, ehrlich gesagt mag ich sogar das Remake wesentlich lieber, was ja eigentlich die Geschichte ziemlich genauso erzählt. Es geht um diesen, ich habe ja tatsächlich seinen Namen vergessen, glaubt ihr das? Der Joe Spinell? Ist sein Name Frank gewesen? Ich glaube ja, gell? Ja, genau, sein Name ist Frank und gespielt vom Joe Spinell. Frank Zito. Frank Zito, yes. Er spielt halt den hervorragend lieben Geistesgestörten, der eine Vorliebe für Frauen hat und die dann mit in seine Wohnung, Atelier oder so nimmt und dann sie skalpiert und solche Sachen. Die Effekte fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, für damalige Zeit, für 1980 oder so, glaube ich, war der, gell, waren die echt ziemlich cool. Und da hat halt der Tom Savini auch ein bisschen gut mitgeholfen, schätze ich jetzt mal. Ja, wo der seine Finger drin hat, da weiß man, dass es hochwertige Splatterei gibt. Damals auf jeden Fall. Ich muss echt sagen, dass ich war jetzt halt nicht, ich meine, die Effekte können jetzt nicht mehr mithalten mit den heutigen Standard, aber ich war schon ein bisschen so ganz leicht überrascht, dass der dann jetzt seine Freigabe bekommen hat, muss ich auch gestehen. Das war auch so, ich so, das ist ja nett. Ja, und Freigabe ist genau das richtige Stichwort, weil vielleicht diese ungefähr 6 Hörer, die wir haben, die fragen sich jetzt gerade, Moment mal, der Gast sagt, dieser Film gehört nicht zu seinen Favoriten, warum redet man dann drüber? In der Regel darf der Gast sich einen Film aussuchen. Hier haben wir vorgeschlagen, über Maniac zu reden, weil er eben mittlerweile seine Freigabe hat. Der ist nach 36 Jahren durch Bestreben von Nameless endlich
von der Liste gestrichen worden und mittlerweile mit keine Jugendfreigabe frei ab 18 zu erwerben. Yay! Deutschland wird doch noch ein bisschen offener, was diese Filme angeht. Wird auch langsam Zeit. Ich meine, für mich der größte Fortschritt überhaupt war eigentlich irgendwie Tanz der Teufel. Ich weiß nicht warum. Das war für mich so ein Ding, so ich sag, du meine Güte. Freigeben dann auch auf 16. Auf jeden Fall ganz klar, die Effekte und so weiter, das konnte natürlich absolut nicht mehr mithalten und das ist natürlich verständlich, dass der jetzt ab 16 ist. Aber für jemanden, der dann mit dem Film aufgewachsen ist und du den nur so kanntest, dass er beschlagnahmt war und dass es der Film war, den du irgendwo halt aus dem Ausland, aus Österreich, wo auch immer herkriegen konntest, umgeschnitten auf Videokassette oder so, da war das dann schon eine große Überraschung und das ist eigentlich das Gleiche gewesen mit Maniac, muss ich sagen. Ja. Maniac war damals sogar der erste Film, der nach dem Paragraph 131 beschlagnahmt worden ist, nachdem er im Heimkino veröffentlicht worden ist. Es gab auch nur eine leicht zensierte Version im Kino, die ist dann identisch auf VHS veröffentlicht worden und wurde dann indiziert und fünf Monate später haben sie ihn gleich mal einkassiert und beschlagnahmt. Das blieb er dann eben auch jetzt bis, ich glaube, 2019 ging die Verhandlungen los und jetzt letztendlich ist er endlich freigegeben, hat einen Haufen geile Editionen bekommen, da weiß man gar nicht, welche das man zuerst kaufen soll und das ist auf alle Fälle Fortschritt, den wir da, was Zensurpolitik bei uns angeht, endlich machen, weil ich glaube, du bist ja auch bei manchen Filmen, hast es ja am eigenen Leib schon erfahren, wie die Zensur bei uns abläuft, oder? Oh ja, ganz besonders mit Bloodfeast, also da haben wir einiges entfedern lassen müssen und das habe ich auch so eine Szene habe ich mir gedacht, so, ja gut, das wird uns blühen. Aber so der Rest dachte ich mir so, mit den heutigen, wenn ich mal so angucke, so Saw und den ganzen Filme, da ist ja die Brutalität jetzt halt nicht mehr so überraschend fürs Mainstream. So, und dann dachte ich mir so, ja, könnte man es eigentlich, nein, auf gar keinen Fall. Natürlich mussten wir 6 Minuten federn lassen, auf jeden Fall. Ist auch, wer denn das? Ja, leidiges Thema bei uns, aber wir sind immer ganz froh über unsere Nachbarn in Österreich. Da hat man da meistens die Möglichkeit, dass man sich was holt, das man bei uns so nicht kriegt. Für jetzt jemanden wie mich, der den Film erst vor ein paar Tagen das erste Mal gesehen hat, was für Szenen waren denn also dabei, die dann weggeschnitten worden sind? Oder ist Maniac wirklich komplett gesperrt worden? Ich glaube bei den 80er, wir könnten so auf die einzelnen Unterschiede eingehen, weil ich glaube der Kopfschuss war weg. Und so Skalpierungsszenen prinzipiell kannst du wahrscheinlich sagen, oder sagst es nicht falsch, wenn man behauptet, dass alles, was mit Blut zu tun hat, wegkommt. Also praktisch der Kopfschuss, wo der Tom Savini oder wie man immer wieder, ich weiß gar nicht, wie man richtig ausspricht. Hast du richtig gemacht. Okay, wo er selber zu sehen ist und wo praktisch der Schuss zu sehen ist, das ist komplett raus. Das ist ja eigentlich der beste Effekt in dem ganzen Film. Ja. In dem schießt sich übrigens der Tom Savini selber in den Kopf, gell? Ja. Er hat dann auch war dann praktisch das Double vom Frank, springt auf die Motorhaube, schießt sich selber in den Kopf, fliegt rückwärts von der Motorhaube, wird gefangen, haben mords den Stress, weil sie unbedingt weg müssen, weil in New York ist es ja verboten, dass man da irgendwie mit einer Waffe rumschießt und sie hatten da auch keine Freigabe dafür. Er war noch voll geil drauf, dass er unbedingt jetzt den zerfetzten Kopf sieht und hat gesagt, wir haben sie dann weggezogen vom Auto und hat gesagt, jetzt Kim Gas, wir müssen abhauen, damit sie schnell woanders hinkommen und das Auto dann irgendwo verstecken können, damit keiner weiß, dass sie da geschossen haben, weil da glaube ich stehen bis zu 5 Jahre Gefängnisstrafe drauf. Aber sie haben es unbedingt in New York filmen müssen, oder was? Ja, wahrscheinlich kein Budget mehr für einen Sprit, damit sie woanders hinfahren. Sie wollten dann auch 2 Wochen später, wollten sie dann in dem Auto nur die Szene mit der Dame drehen, wie sie dann eben vor dem Blut bespritzt wird, aber dann halt, weil da war ja Lebensmittel und so weiter, waren da mit drinnen, die da mit explodiert sind und das ist natürlich nach 2 Wochen hat das nicht mehr so angenehm gerochen. Dann haben sie sich ein ähnliches Auto gesucht und ich glaube, das Ende von dem Auto, in dem der Kopf platzt ist in irgendeinem Fluss. Den haben sie dann in irgendeinem Fluss versenkt, diesen Karren mitsamt der zerfetzten Puppe. Er hat gesagt, das ist sicher mal ganz amüsant für Leute, die das Auto vielleicht mal rausziehen und da drin dann erst einmal ein Tor so mit zerfetzten Kopf finden. Gott. Okay. Ja. Und bei Bloodfeast waren es dann ähnliche Szenen, die dann rausgeschnitten worden sind? Ja, da waren es halt, da wurden halt dann die Viehszene am Ende total verstümmelt, sogar ein Kehlenschnitt wurde entfernt und dann hatten wir von jemandem, der Penis abgeschnitten wurde, okay, da war mir klar, ja, das wird nicht reinkommen, das wurde entfernt, also da wurden so viele Kleinigkeiten, eigentlich bei jedem einzelnen Kill war irgendwas, wo irgendwie um ein paar Sekunden federn lassen musste und das verstehe ich halt nicht, also wenn du heutzutage solche Filme siehst, wie
wie schon gesagt, mit Saw und das ganze Gedöns, das hat ja das Ganze ein bisschen mehr salonfähig gemacht, diesen ganzen harten Gore. Und deswegen werden ja auch die ganzen Filme aus den 80ern jetzt sozusagen befreit, zugänglich gemacht für alle möglichen Altersstufen, weil sie halt merken, okay, gut, die können nicht mehr mithalten und deswegen war es halt für mich auch zu überraschen, dass sie bei Bloodfeast wieder so rumgemeckert haben. Aber ich bin jetzt erstmal froh, dass solche alten Filme zum Beispiel von damals aus den 80ern und so, dass die jetzt endlich mal die würdigen Veröffentlichungen bekommen, auch wenn es 30 Jahre später ist. Ja, es ist bei einigen absolut überfällig, wenn man sich, wie du schon sagst, wenn man sich die heutigen Standards an Gewalt teilweise anschaut, die im Kino gelaufen ist, und da ist eben Saw oder eben auch Hostel ein Beispiel, wo man im Nachhinein dann sich fragt, wie können die anderen Filme immer noch zensiert werden? Ich glaube, die letzte Verlängerung der Beschlagnahme von Maniac war zum Beispiel 2014, da ist ja die Saw-Reihe schon voll am Laufen gewesen. Und dann wird aber trotzdem weiterhin verlängert bei so einem Film wie Maniac. Keine Ahnung, vielleicht war es ja, weil Maniac hat ja einige Probleme gehabt, vor allem was auch die Gewaltdarstellung gegenüber Frauen angeht. Dem ist ja nachgesagt worden, dass er, was weiß ich, wirklich nur auf Perversion gegenüber Frauen und Hass gegenüber Frauen ausgelegt ist und was anderes will da gar nicht dargestellt werden, dass sich, ich habe sogar ein Interview vor ihm gehört, der eben unterstellt, dass man sich mit dem Frank identifiziert. Also ganz, ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich da so einen Film sehe von so einem Perversen, der Frauen ermordet und die skalpiert und dann identifiziere ich mich mit dem, dann würde ich eher sagen, dass ich ein Problem habe und nicht der Film, oder? Ja, ich glaube, das auf jeden Fall, das ist, oft wurden halt wahrscheinlich auch viele solche Sachen dann, speziell bei Horrorfilmen oder was auch immer, nach solchen Sachen gesucht. Das kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwie, oh, das ist frauenfeindlich und tralali und tralala. Weißt du, was hörst du irgendwie komischerweise nicht von irgendwie, wenn du in irgendeinem Kunstfilm hast, wenn dann da welche Frauen verprügelt werden oder was auch immer, da ist es natürlich dann irgendwie, ja, das ist Kunst oder da ist Drama oder was auch immer. Aber bei Horror ist es dann halt immer, da wird dann gesucht, da wird sich dann dran aufgegeilt an sowas, glaube ich einfach. Die Frage ist auch für 1980, wie viele Filme waren damals horrormäßig schon draußen, wo man sie an was Ähnlichem orientiert hat? Ich meine, wie du schon sagst, Marcel, wenn jetzt irgendwie ein Film rauskommt, wo ununterbrochen eine Frau verprügelt wird, dann ist das eventuell entweder Horror oder Kunst. Ja. Und damals, was waren da großartig Horrorfilme draußen? Halloween war, glaube ich, vorher draußen oder Freitag der 13. Und da war wahrscheinlich Maniac dann was ins Kino gekommen ist, wo dann die Leute gesagt haben, okay, da geht's jetzt größtenteils opfertechnisch Frau an Frau an Frau. Irgendein Problem hat der Film anscheinend gegen Frauen. Ich glaube einfach, das wurde, natürlich ist Maniac, ich kann noch nicht mal den Film so wirklich vergleichen mit den ganzen anderen Slasher-Filmen, wie zum Beispiel Halloween, Freitag der 13. Es ist natürlich in der Hinsicht vom ganzen Kontext her schon ein bisschen krasser und brutaler und auch eine ganz andere Art als jetzt in Freitag der 13., muss ich sagen, weil es einfach zu dem Zeitpunkt gab es das, glaube ich, noch nicht so sehr, dass es mehr auf den Killer eingeht. Ich meine, der ganze Film, du folgst ja eigentlich mehr ihm, anstatt den Opfern oder den sogenannten Final Girls oder was auch immer. Du bist ja mehr bei ihm die ganze Zeit, überwiegend. Und ich glaube, das war halt damals einfach, es war damals vielleicht zu neu, zu frisch, zu merkwürdig so für die Leute und da konnte man nicht damit umgehen. Heutzutage hast du ja da bevorzugst du ja eher sogar, dass du einen Film siehst über die Bösen, Devil's Reject oder was auch immer, nur ein kleiner Film jetzt oder nur ein Film, wo man eher denen folgt und dann am Ende sogar sagt so, ach du meine Güte, nein, ich will nicht jetzt sterben. Dabei haben die schlimmsten Sachen gemacht, aber du sitzt dann trotzdem vor dem Fernsehen und denkst so, nein, warum sterben die denn jetzt oder warum werden die jetzt erschossen? Und da hast du dann eine gewisse Dings aufgebaut mit dem sozusagen den Bösen im Film und weil du eigentlich gar keine Chance hattest, irgendwelche Sympathien aufzubauen zu den guten Menschen im Film. Deswegen, das war damals, glaube ich, so der erste Film oder der erste mir bekannte Film oder der erste Film, den ich aus den 80ern oder so kenne, der dieses Thema aufgreift.
Ja, ich glaube auch, dass da vorher und vor allem halt auch, dass es wirklich ein Mensch war, der Killer, weil, schau da, gut, bei Freitag der 13., bei dem ersten war es natürlich auch ein Mensch, aber zum Beispiel Halloween, also Michael Myers, der ist so einfach gesichtslos und da siehst du auf einmal einen echten Menschen, der offensichtlich Probleme hat. Es war halt, glaube ich, einfach zu nah an der Realität dran, dass es manche Leute, die das jetzt zum ersten Mal sowas sehen, einfach ein bisschen verstört hat. Ja, das glaube ich auch. Du hast gesagt, du hast ihn das letzte Mal von gefühlt 100 Jahren gesehen, Marcel. Kannst du einen kleinen Vergleich ziehen, wie es dir jetzt halt ging, nachdem du ihn wieder gesehen hast? Kann er also er ist nicht keiner deiner Favoriten, aber hat er dich wieder so gefangen wie beim ersten Mal damals? Oder sagst du mittlerweile, wenn du ihn anschaust, naja, geht so, ich glaube, ein drittes Mal wird's nicht mehr? Ich glaube tatsächlich, ein drittes Mal wird's nicht mehr. Also ich fand jetzt sogar noch ein bisschen so mehr uninteressant als beim ersten Mal. Beim ersten Mal war es halt so, jetzt schaut man sich halt mal Maniac an und alles Mögliche und so weiter. Aber viele sagen vielleicht dann sogar so, oh Gott, sie mögen das Remake nicht und so weiter und so fort. Aber ich finde halt das Remake wirklich 1000-mal besser. Ist einfach wesentlich interessanter in Szene gesetzt und auch die, auf die es natürlich ankommt, irgendwie in so einem Film, die sind unglaublich gut im Remake gemacht. Natürlich hatten die ganz andere Möglichkeiten, das meine ich jetzt auch gar nicht. Aber allein so von wie der Film erzählt wird und alles so, fand ich jetzt zum Beispiel das Remake besser. Das Original ist nicht gut gealtert. Es ist nicht so wie in Halloween. Es war natürlich auch, wobei ich glaube, die hatten mehr Budget sogar. Ich glaube, die hatten um die 500 oder 600.000 Dollar Budget und Halloween 300 oder so. So, egal. Es ist, trotzdem siehst du an Halloween einfach an, dass er wesentlich schöner gealtert ist als Maniac. Ja. Corby, wie siehst du es denn du? Du hast den Film die Woche das erste Mal gesehen. Wie geht's dir da als Frischling bei so einem 80er-Hammel wie Maniac? Jetzt insgesamt, wenn man mir jetzt fragt, wie der Film auf mich gewirkt hat von der kompletten Handlung, dann muss man sagen, für mich ist es einfach zusammengewürfelt, also ob er jetzt 2 Frauen umgebracht hätte oder 4 oder 5 oder 18, macht jetzt dann nicht wirklich einen großen Unterschied, weil sagen wir mal, das, was am Ende dann rauskommt, bleibt das Gleiche. Du hast schon recht, man merkt natürlich, es ist ein Mensch, der Probleme hat, aber es ist trotzdem ein Mensch, zu dem man trotz den, wie viele Minuten sind's Spiellaufzeit? 88 Minuten. Knappe, ja, genau. Du baust jetzt trotzdem nicht so die Beziehung auf, dass du jetzt irgendwie sagst, okay, ich habe das jetzt ganz verstanden. Also am Ende, wo der Film dann gar war, da habe ich mir dann auch gedacht, okay, das, was am meisten auf mich gewirkt hat, wo ich gesagt habe, das macht einen sehr realistischen Eindruck, waren die Effekte. Jetzt weniger vielleicht die Darstellung direkt vom Blut, aber sagen wir mal, wie Klingen angesetzt werden oder wie das dann ausschaut, das war für die damaligen Verhältnisse wahrscheinlich schon sehr fortschrittlich. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das meiste ist tatsächlich in solchen Sachen dann geflossen. Da hast du auf jeden Fall gemerkt, dass Effekte technisch da wirklich einiges geboten wurde. Da muss ich zustimmen. Ja, ich sag auch, also ich mag das Original Maniac, ich mag ihn aber jetzt auch nicht so gern wie einige der anderen alten Streifen und bin da auch bei dir, Marcel. Ich find's Remake wesentlich überzeugender und also beim Remake, das beim ersten Mal sehen, das hat halt auch einen Gewaltgrad. Also vor allem visuell, das hat man zwar alles schon mal irgendwie gesehen, aber da wird das so extrem mit Ton und mit Optik draufgehalten, das hat mich teilweise fix und fertig gemacht. Und der war damals, sind wir extra von unserem kleinen bayerischen Outback auf München ins Kino gefahren, weil sonst ist er nirgends gelaufen. Und die Wirkung hat anscheinend auch bei anderen gehabt, weil man hat so gesehen, erster Kill, zuerst die ganze Zeit die Fresse offen, bla bla bla. Dann kommt der erste Kill, dann wird schon stiller, dann der zweite, dann hat man gar nichts mehr gehört und beim dritten höre ich nur so rascheln und drehe mich um und dann glaube ich, sind ungefähr 20 oder 25 Leute aus dem Kino gegangen. Ja. Und das habe ich das letzte Mal gehabt bei Saw 3 und deswegen bin ich auch beim Remake wesentlich überzeugter und auch der Sound allein, der ganze Score vom Remake, der ist einfach Weltklasse. Das ist einer der wenigen Scores, die auch wirklich im Radio laufen lassen wird, wenn das irgendwo käme. Absolut. Der Soundtrack, sei es die Songs, die sie geused haben oder benutzt haben, oder eben der
der Score, der ist unglaublich gut. Also das ist, da kriegst du auf jeden Fall ein unglaublich gutes Feeling. Das ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Ja. Wobei aber trotzdem, also ich sag, Maniac ist trotzdem ein wichtiges Werk von damals, weil es halt auch eben so kompromisslos war und eben so was der halt auch für eine Kontroverse ausgelöst hat, in ganz Amerika sogar, das eigentlich, Blut ist okay, solange man keine Titten irgendwo sieht, aber da ist es auf einmal nicht mehr okay gewesen. Das war also der erste richtig krass spaltende Film, glaube ich, da drüben, bei dem halt wirklich jeder oder fast jeder, der irgendwie ein bisschen gehobener war, einfach ein Problem mit dem Film gehabt hat. Und deswegen bin ich heute der Meinung, dass Maniac auf alle Fälle wichtig ist. Ja. Und als Horrorfilm-Fan muss man unbedingt einmal gesehen haben, auf alle Fälle. Ja, da stimme ich dir zu 1000% zu. Deswegen sage ich auch, ich bin absolut, also für mich ist es ein sehr wichtiger Film für das Genre, für die Zeit, für alles Mögliche, wegweisend, würde ich sogar sagen. Und viele, viele Filme, die danach kamen und für viele, viele Filme auch, die jetzt noch produziert werden, das ist absolut keine Frage. Und dafür schätze ich den Film. Das ist, dafür kann ich sagen, so, ja, das ist dasselbe mit Star Wars. Ich bin absolut kein Star Wars-Fan. Ich hasse Star Wars über alles. Was mich einfach Oh mein Gott. So, das war's für heute. Wir haben leider technische Probleme und dem Marcel seine Verbindung ist aufgebrochen. Leuten und über Terminator. Und ich habe gesagt, passt mal auf, Leute. Das ist auf einen Fan oder mehr oder weniger kommt es gar nicht an. Ich bin absolut. Die Filme haben so viel geschafft, alles, was sie erreicht haben, wie sie realisiert wurden und wie die Filme aussehen, wie sie die Welt, kann man schon fast sagen, verändert haben und für speziell die Filmwelt. Das ist absolut, da ziehe ich meinen Hut vor und alles Mögliche und so weiter und so fort. Aber ich finde sie furchtbar langweilig. Ich hab's versucht anzugucken, wirklich. So wahr ich es, ich hab's versucht und ein paar Mal sogar. Okay, ein paar Mal ist übertrieben, 2-mal. Aber beim ersten Mal, ich so, ja, und beim zweiten Mal bin ich eingeschlafen auch oder so. Das ist, aber sie haben ihre Daseinsberechtigung. Ich finde alles ganz toll, was sie gemacht haben und ich ziehe meinen Hut vor und Respekt und so weiter und so fort. Und dasselbe mit Maniac. Ja, ist ja völlig legitim. Wenn wir noch bei dem Thema Kontroversen bleiben, wie geht's denn dir da eigentlich als Horrorregisseur? Findest du es geil, wenn es irgendwie eine Kontroverse auslöst und sagst, ja cool, wieder mal richtig geil schocken können, oder ist es dir vollkommen egal, oder wie gehst du damit um, wenn jetzt zum Beispiel bei Bloodfeast hier wieder die große Schnittparty angestanden ist? Also es ist immer gut auf einer Seite, wenn du irgendwie kontroverse Sachen machst oder aufmerksam, weil das ist tatsächlich das Einzige noch, wie du heutzutage die Aufmerksamkeit auf dich ziehen kannst. Und komischerweise, muss ich ganz ehrlich sagen, hatten wir das mit Blind wohl am allermeisten bis jetzt. Und das verstehe ich gar nicht, weil der Film eigentlich so ruhig ist. Das ist ein richtig ruhiger Film, sowas wie Das Grauen kommt um 10 und Halloween 1 und solche Sachen. Es ist einfach ein ganz ruhiger Film und der setzt eigentlich mehr auf so ein bisschen Drama und Spannung am Ende. Aber anscheinend haben das so viele Leute, wir wurden gesagt, so ja, da geht es um eine Blinde und die kann nicht sehen und tralali und tralala. Weil man halt mit so einer, in Anführungsstrichen, Behinderung arbeitet und da wurde man wirklich, da waren wir von einer Sekunde auf die nächste auf einmal überall mit dem Film, nur wegen weil wir am Anfang nur die Story veröffentlicht haben und die Maske vom Killer und so weiter, und dann war das auf einmal überall und da hat es dann geheißen, sie hätten doch lieber eine richtige blinde Schauspielerin verwenden sollen. Da dachte ich mir so, wie um alles in der Welt soll ich eine Schauspielerin denn? Also ich meine, alles schön und gut, jeder soll machen, was er meint, aber ich wüsste nicht, wie man das realisieren sollte. Und dann denke ich nur so, Don't Breathe hat auch keinen echten Blinden gehabt, aber das hat sehr, 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 sehr viel Diskussionsstoff ausgelöst. Und im Nachhinein war das unglaublich gut für den Film. Das war, es hat sehr, sehr geholfen mit Festivals, mit allem drum und dran und so weiter und so fort. Also das war wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr wichtig oder sehr hilfreich. Und deswegen würde ich sagen, solche Sachen sind immer herzlich willkommen.
Okay, dann habe ich nämlich jetzt gleich, also das ist jetzt nur ein kleines Spielchen am Rande, und zwar habe ich mir 5 Beschreibungen zu Maniac rausgesucht über die Kontroverse und die lese ich dir jetzt kurz vor und du musst dir aussuchen, welche hättest du gerne mal für einen Film, für einen Film von dir. Okay. Okay. Erste Beschreibung. Das Ultimative an Zeitlupenblut und Blut jeder Art. Maniac ist ein unentschuldbar abstoßender Film. Zweitens. Mord und Chaos der schlimmsten Art. Maniac ist die Art Film, bei dem man sich nach dem Anschauen schmutzig fühlt. Es ist das erniedrigendste Kinoerlebnis des Jahres. Die Filmemacher verwandeln uns in spuckefarbene Voyeure und wenn der Film vorbei ist, will man gleich nach Hause rennen und ein Bad nehmen, um sich den Schmutz abzuwaschen. Drittens, nutzen Sie Ihr Lexikon und suchen Sie jedes negative Adjektiv, das Sie sich vorstellen können. Böse, abscheulich, widerlich, krank, sadistisch, psychotisch, pervers. Nun haben Sie eine kleine Vorstellung davon, wie man Maniac beschreiben kann. Viertens, sinnlos und blutig, eine wahre Ansammlung von hirnlosen, gewalttätigen Handlungen, die sich nacheinander anhäufen. Und der letzte, unaussprechlich und aufrichtig verdorben. Diesen Horrorfilm als eine Arbeit von kranken und unverantwortlichen Perversen zu bezeichnen, bedeutet, die Ehre von Perversen herabzusetzen. Oh Gott. Ich auf keinen Fall wollen. Ich kann mit der Nummer 3 gehen. Die Nummer 3. Das Lexikon, okay. Dann, ja, gib dir Mühe, dass du da hinkommst. Für den nächsten Film. Weißt du, wie arbeitest du denn am Sequel? In welche Richtung geht's denn zu Blind? Darfst du schon ein kleines Spickzettelchen veröffentlichen? Ja, wie schon sagen, also der erste war sehr, sehr ruhig, wie schon gesagt, und mehr so ein Stalker-Ding. Der zweite ist ein absolut, und ich mag immer gar nicht, wenn ich selber über meine eigenen Sachen lachen muss, aber es ist wirklich ein toller Dreh- und Film geworden. Also von dem Material, was wir gedreht haben, kann ich das schon mal sagen, weil der ist jetzt gerade erst im Schnitt. Er ist unglaublich 80er Jahre Slasher. Also nicht dass wir jetzt halt versucht haben, die 80er Jahre zu kopieren wie Stranger Things oder sowas. Er ist einfach vom Feeling und so ein bisschen vom Look super bunt und sehr, sehr brutale Kills drin und viele Kills drin und die erste Stunde ist unglaublich witzig, auch weil wir auf dem Ende von der Valentinstagsparty sind, weil er schließt sozusagen da an, wo der erste aufgehört hat, in derselben Nacht, Halloween 1 und 2. Und cool. Dann sehen wir Pretty Boy auf einer Valentinstagsparty eintreten und in dem Haus und dann es ist einfach wirklich sehr, sehr lustig und dann ab die letzte halbe Stunde ist so ein unglaublicher Tone-Shift, ist es dann sehr, 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 sehr düster und unser Ziel war dann, wir lassen die erste Stunde den Zuschauer Spaß haben, ein bisschen so mit den Charakteren und mit den ganzen Slasher-Sachen und so weiter, aber die letzte halbe Stunde will man, dass der Zuschauer sich sowas von krass unangenehm und unwohl fühlt und ich glaube, das haben wir wirklich, wirklich geschafft und wir haben eine Szene, verdammt, das kann ich eigentlich gar nicht erzählen, das ist ja blöd, weil dann ist ja voll der Spoiler. Ja, also wir haben vergesst es, auf jeden Fall ist ein toller Film geworden. Okay. Ich lasse mich überrascht, ich bin gespannt. Ja, ich sag mal, wir haben eigentlich so jetzt über den Film schon genügend geredet. Es ist ja ein relativ kurzweiliger Film, darum gibt's da auch für mich gar nicht so viel Thematiken zu besprechen. Darum würde ich schon umschwenken auf unser allseits beliebtes Beziehungsspiel. Und du als sicherlich fleißiger Hörer von uns weißt ja schon, was da passiert. Ja. Und zwar erzählt jeder jetzt einfach mal einen Punkt, bei dem er sagt, okay, das ist richtig geil, das ist für mich das Highlight von dem Film, und einen Punkt, bei dem er sagt, ach, was soll denn das, Leute? Marcel, du darfst anfangen als Gast. Ich würde jetzt für einen Punkt auf jeden Fall die Effekte benennen, wenn das geht, oder ich würde erst als allererstes mal die ganzen Effekte im Film für mich als das große Plus im Film nennen. Szene fand ich tatsächlich die Szene mit Tom Savini im Auto teilweise irgendwie das ist so doof zu sagen, am besten, aber fand ich irgendwie cool. Der Shotgun-Headshot oder was es war einfach toll. Aber die ganze Szene auch so im Auto fand ich eigentlich ganz, ganz interessant. Und das sind so für mich die Punkte im Film, wo mir am besten gefallen haben, wenn das zählt. Ja, Logo. Und was würdest du ankreiden, bei dem du sagst, ach, warum habt ihr das denn nur so gemacht?
manche Sachen, ich verstehe, was sie wollten mit der Kameraarbeit, was das Ziel war, dass man mehr so, wie du schon vorhin sagtest, diesen voyeuristischen Touch bekommt. Aber da der Film meines Erachtens nach schon nicht so gut gealtert ist, für heute oder für damals war es vielleicht okay dann, ich weiß es, kann ich jetzt nicht behaupten, ich kann es jetzt nur von meiner Sicht aus sagen, das hat den Film noch ein bisschen günstiger erscheinen lassen. Das hat, glaube ich, das Remake auch besser gemacht, natürlich wegen auch Technik und alles Mögliche, das meine ich jetzt auch gar nicht. Aber das hat jetzt, glaube ich, das Remake auch besser gelöst, dass der Zuschauer mehr im Geschehen drin ist. Aber diese Kamera, das hat mich, glaube ich, am meisten auch mit gestört, irgendwie die Kameraarbeit. Das ist so der Punkt, was mich am Film gestört hat, wenn das jetzt nicht nur zu technisch ist. Naja, da kann man sagen, was man will. Es gab sogar schon, ich glaube sogar einzelne Sätze oder Unterhosen, die angekreidet wurden. Also ja, stimmt. Ich sag nur Alien, ja. Ja. Völlig legitim. Was? Danke, Corby. Was gibt's bei dir? Ja, wenn jetzt Marcel die Effekte nicht genannt hätte, hätte ich sie genannt. Ansonsten habe ich aber auch was Zweites vorbereitet, und zwar die Musik. Also der Soundtrack und insgesamt die ganzen elektronischen Töne, die vorkommen, gefallen mir ziemlich gut. Macht für mich irgendwie auch so ein Feeling aus, wo ich sage, okay, Maniac hat einen geilen Soundtrack, also sogar das Original. Was mir insgesamt einfach ein bisschen gefehlt hat, was heißt ein bisschen, eigentlich stark gefehlt hat, dieser Handlungsstrang ist für mich kein Ganzes. Ich möchte schon sehen, wie dieser Frank zwar mit dem Mord irgendwie davonkommt, aber ich will eigentlich ja wissen, wie. Also zum Beispiel ganz am Anfang, wo er mit dieser Prostituierten dann da zugange ist und die dann umbringt, wie hat denn der das wieder aus diesem Hotel rausgeschafft, ohne dass ihm irgendjemand auf die Stiche kommt? Also das ist für mich unlogisch. Weil sagen wir mal, der hat sich ja da trotzdem reingeschrieben und was weiß ich, und er war jetzt nicht so verdeckt, dass ihn nicht irgendjemand wiedererkennen könnte, aber die Polizei hat da anscheinend überhaupt gar keine Spur. Sondern er wird dann gleich mal verurteilt als der Irre, der mal wieder gemordet hat, und da fehlt mir irgendwie so ein Spannungsgrad, der sie aufbaut, der da komplett ignoriert wird. Mhm. Okay. Okay, unlogisch, raus. Ja, du musst mal mehr Serienkiller sein, weißt du, weil der ist sicher irgendwo gewesen, was weit weg ist von seinem Heimatort, und er hat einen falschen Namen angegeben und er hat einen Kragen hochgestellt und eine Sonnenbrille aufgehabt. Niemals kann man das rausfinden, wenn das war. Unmöglich. Ja, okay. Ich vergesse immer wieder, dass wenn man einen Kragen hochstellt, dann ist man eigentlich fast unsichtbar. Komplett, ja. Übrigens, kleiner Funfact an der Stelle, wenn er sich einträgt, der Typ am Tresen, das ist der Regisseur selber, der William Lustig. Ah. Ja. Und es muss anscheinend ein ganz lustiger Dreh gewesen sein, weil er schiebt dann ja praktisch den Zettel hin mit seinem Namen, und auf dem Zettel hat er ständig irgendeinen Scheiß draufgeschrieben, der Joe Spinell, dass sie die Szene immer wieder drehen haben müssen, weil der Lustig ständig lachen musste, weil er irgendeinen Bullshit draufgeschrieben hat. Und noch eine kleine Anekdote, die mir gerade einfällt nebenbei. Wir waren letztes Jahr im Weekend of Hell, wenn euch das was sagt. Und da haben wir einen alten Kumpel dann getroffen, den Martin. Grüße gehen raus an Carlis Martin mal. Und der hat dann, irgendwie waren wir halt an der Bar, und dann trinkt man halt das ein oder andere Sprudelwasser. Und als wir dann vor lauter Sprudelwasser immer lustiger geworden sind, hat er gemeint, er hat die Nummer vom William Lustig, ob man anrufen sollen. Irgendwann um, keine Ahnung, 11, halb 12 auf Nacht. Und ja, natürlich haben wir den dann angerufen. Das wollten wir eigentlich irgendwann mal über unsere Seite veröffentlichen, das Gespräch, aber es glaube ich wäre zu peinlich gewesen, weil man eben, er hat sich zwar gefreut, er war saulustig drauf, und wir haben uns tausendmal dann entschuldigt, dass wir ihn anrufen, aber bitte, Herr Lustig, say something about our page. Und den Typen, also ich glaube, der ist echt ziemlich geil drauf, weil den hat's nur zerrissen die ganze Zeit am Telefon, der hat sich die ganze Zeit totgelacht über uns Idioten. Marcel, also gib uns niemals deine Nummer, gell? Sonst wirst du auch irgendwann in der Nacht angerufen. Ich glaube, da bin ich zu uninteressant, aber ich würde, glaube ich, auch einen William Lustig anrufen. Das ist nur eine kurze Randnotiz. Gut, ja, dann, und was ich... ja, genau, Kani, wie schaut's mit dir aus? Was sagst du? Was ist gut und was ist schlecht am Maniac?
Was ich cool finde, ist die Atmosphäre. Ich finde, er ist jetzt schon geil dreckig und düster und eklig einfach der ganze Film. Dazu tragt auch der, ohne jetzt da irgendwie die Optik vom Joe Spinell diffamieren zu wollen, aber der Killer, den seine Optik, die trägt halt echt feit dazu bei, weil er stellt jetzt einen richtig widerlichen Typen da. Da gefällt mir eben dann die Atmosphäre ziemlich gut in dem Film und auch die Kills. Was mir weniger gefällt, obwohl ich den Soundtrack auch mag, aber die letzte Szene, wenn er über den Friedhof läuft, da kommt zuerst ein richtig geiler Sound, bei dem wir haben ja miteinander geschaut, beide gesagt haben, cooler Sound, und auf einmal kommt irgendein zusätzlicher Sound eingespielt, dass ich mir dann vorkomme, als würde jemand im Hintergrund ein Spiel, ein Super Mario Level auf dem NES spielen oder so. Also das ist so ein Griff ins Klo gewesen, dieser zusätzliche Sound, dass ich den unbedingt angreifen muss, weil das hat mich fertig gemacht. Das hat einfach nicht passt. Da rennt der Serienkiller beim Friedhof und irgendjemand spielt im Hintergrund Super Mario oder was? Was ernsthaft, also das nimmst du als Schlechtes und nicht dieses Showdown oder was das war? Ja, Logo, weil mir das aufgeregt hat, das hat mir aus der Stimmung rausgerissen. Nein, ich meine dieser Sound irgendwie, wo es die Fotos geschossen haben. Das Liedl? Ja, irgendwie. Das war super. jetzt ist super, wo man es unten haben, hast du gesagt, oh Gott, das Lied. Das läuft auf und ab bei mir. Bitte? Ich kann es schon verstehen, wenn dich das gestört hat, weil das ist, da bist, wenn du dann in dem Augenblick durch irgendwas, was dir nicht gefällt oder was dich irgendwie stört, dann rausgerissen wirst aus der ganzen Stimmung und aus dem ganzen, wo der Film eigentlich 80 Minuten aufbaut, dann kann ich schon verstehen, dass das dann nervig ist und vielleicht sogar in dem Augenblick das ganze Ende versaut. Ja, also es war Gott sei Dank nicht so schlimm, dass es mir das Ende versaut hätte, aber es war in dem Moment wirklich so, dass es mich dann rausreißt kurz und ich denke mir so, Alec, was soll denn jetzt der Mist? Aber Gott sei Dank nicht, dass ich dann am Ende nicht mehr dabei bleiben hab können. Ja. Gut, dann kommt unser nächstes tolles Spiel und zwar unser Triple Threat, die 3 heiligen Ts. Marcel, die Fragen gehen an dich. Gibt's in dem Film Titten? Ja. Aber ja. Gibt's in dem Film tote Tiere? Ach du meine Güte, da muss ich jetzt direkt überlegen. Ja? Nein. Nee, keine drin, oder? Keine toten Tiere. Und sieht man männliche entblößte Trompeten? Nee, das wäre mir aufgefallen. Ja, alles richtig. Also hat der Film eigentlich nur einen Schauwert zu bieten, und zwar Titten. Ja. Ja, stimmt. Mann, William Lustig, was ist denn mit dir? Ja, und tolle Effekte, das darf man nicht vergessen. Ja, aber die sind ja nicht in der heiligen Dreifaltigkeit der Filmbewertung mit dabei, nach unseren 3 Ts hier. Ja, das müssen wir irgendwann einmal sowieso überarbeiten. Also bei toten Tieren müssen wir ja unterscheiden, gell? Nicht alle toten Tiere sind cool. Die sind nie cool. Ja, eben. Das ist heutzutage gar nicht mehr so sehr. Wenn ich jetzt halt mal so zurückdenke, in den 80ern, da war immer mindestens ein toter Hund irgendwo hängend oder was auch immer. Ja, das stimmt. Sobald man in so einem alten Film einen Hund kläffen hört, dann weiß man schon, oh, du bist später in einem Schrank. Ja, genau, irgendwie, ja. Also ich finde, das hast du heutzutage fast schon eigentlich wesentlich weniger als damals. Ja, Gott sei Dank. Das war auch immer so, für mich so, das tut mir jetzt aber leid. Und dann die nächste, naja, die hat's eigentlich verdient. Ja, genau. Du bist gut weiter. Aber so, ich glaube, das ist so die Definition vom gesunden Menschen. Wenn im Film das Tier stirbt, dann hat man Mitleid, und wenn es einen von den Gören erwischt, dann sagt man, ja, cool, weiter so. Ja, genau, das ist eigentlich auch witzig, gell? Dass es so ist. Aber ja. Ja, aber, ja, keine Ahnung, warum es so ist, aber nein. Wie gesagt, Definition vom gesunden Menschen würde ich es einfach mal nennen. Ja, das sind die Kontroversen, die heutzutage dann interessieren. Wenn es dann heißt bei I Am Legend, am Ende, da passiert was ganz was Schlimmes, dann weiß genau, okay, es geht nicht um den Hauptdarsteller, sondern es geht um das Viech. Ja, erinnert mich nicht dran, sonst muss ich weinen. Ja. Okay, Marcel, war eine coole Runde mit dir. Wir sagen vielen Dank. War schön, dass du da mitmachst bei uns. Also die 3 Ts sind 3 Bs umwandeln mit Boobs, Blood and Balls. Das ist, da hast du dann Blut für Effekte, Boobs für Blood und Balls für männliche Geschlechtsteile. Das schreibe ich auf alle Fälle mal auf, falls wir vielleicht Filme haben, die überhaupt keine Schauwerte von uns haben, dann nehmen wir die 3 Bs einfach dafür her. Wobei Balls doch auch meistens, also Balls hast du doch auch fast nie. Ja, das stimmt.
Bolz. Aber es klingt um einiges cooler. Also, das muss man schon sagen. Ja, soundtechnisch ist es voll geil. Boobs, Bloods and Balls. Ja. Wie wär's, wenn du einen Film machst, der so heißt? Das wäre auf jeden Fall ein Verkaufsschlager. Das sage ich jetzt direkt so, wie es ist. Ich schreib mal ein kleines Drehbuch und schick's dir. Danke, ja. Der Hauptdarsteller King Carney. Ja, genau. Er hat Boobs, er zeigt Balls und er sorgt für Blatt. Ja, dann hätte auch locker mal der Untertitel für La Petite Mort sein können. Verdammt, warum ist uns das nicht früher eingefallen? Nee, also wie gesagt, Marcel, cool, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat's auch einigermaßen Spaß gemacht. Sehr, sehr, sehr lustig und immer wieder gern. Ja, cool. Ich bleib sowieso ab und zu bei dir in Kontakt und schnurre mir irgendwas, damit ich was zeigen kann von dir. Also cool, ja, kein Thema. Und ich hoffe, wir hören uns vielleicht irgendwann wieder mal zu einem Podcast. Vielleicht ergibt sich nochmal die Runde. Dann nehmen wir aber einen Film, der uns allen vielleicht super gut gefallen hat, weil jetzt, irgendwie habe ich das Gefühl auch bei euch jetzt gehabt, es war jetzt halt, ein guter Film, aber keiner ist so wirklich 100% davon überzeugt. Ja, das stimmt, das stimmt, ja, das stimmt. Das ist in dem Fall wirklich so, aber ja, das nächste Mal schauen wir das, oder wir suchen einen, der vielleicht einem nicht gefällt und zwei voll gefällt, damit der eine dann die ganze Zeit voll rasiert wird. Das ist, ich hoffe, das bin da nicht ich, und wir schauen nicht irgendwie richtig ins Blau, aber ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, sehr cool. Okay. Dann vielen Dank an dich, vielen Dank an die Leute fürs Zuhören, vielen Dank an Corby. Shame on you für den Mike, weil er keine Zeit gehabt hat für uns. Dafür gibt's Sackschellen das nächste Mal. Ja, da müssen wir jetzt schon nur sagen, St. Martin. Ja, genau, singen wir jetzt noch. Na, das nehmen wir halt dann her für unsere Hörer, weil ihr wisst, ihr sollt uns liken, ihr sollt uns teilen, ihr sollt kommentieren und ihr geht den St. Martinszug raus mit Viva la Movilusion Laternen und singt Viva la Movilusion, Viva la Movilusion. Ansonsten freuen wir uns, wenn es wieder zuhört beim nächsten Mal und sagen, macht's es gut. Ciao. Ade. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.